Mach die Tür zu. Da ist kein Schloss. Hilfe! Bereit machen! Was ist da passiert? Das war Ihre Angstreaktion. Irgendwas an diesem Ort fürchten Sie. Zeigen Sie mir Ihre Hand. Wird schon wieder. Versprochen. Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Was Oscar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. 5 Minuten. Geben Sie mir 5 Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht. Tun wir nicht. Sag's ihm. Oscar war 1000-mal mehr wert als Sie alle. Das wusste er und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie nicht. Okay, was können wir tun? Nichts. Ich habe gesagt, mir geht's gut. Schon vergessen? Ich brauche nur Ruhe. Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie im Dschungel. Nur fauliger. Jess, das willst du nicht sehen. Niemand, würden Sie... Klar. Komm mit Jess. Sieh nicht hin. Gut, da haben wir eine Leiche. Zudem ist unser bester Mann gestorben, der Oscar. So, was ist denn das für ein Typ da? Seine Kleidung ähnelt ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe wie ich? Ja, tatsächlich. Ist das vielleicht DK? Oder wie der Kosten hat? Er lebt! Sein Puls ist schwach, aber spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren. Hier. Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Ach so, er lebt noch. Laura. Ah ja, das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an ein Kasuaren- oder Emu-Nest erinnert, aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber... Sie sind in ihm drin. Vor 5 Minuten hätte ich Ihnen noch erzählt, dass sowas nur unter Insekten üblich ist. Aber jetzt... Laura! Er ist ein Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat Eier in seinen Bauch abgelegt. Was? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem... Rika! Wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott, ich wusste, dass Sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Ich bringe sie um. So, und somit starten wir in die 4. Episode, die Überlebenden. Es wird dramatischer. Billy, lassen Sie sie los! Gehen Sie mir aus dem Weg. Was machen Sie Ich denn? warne Sie, bleiben Sie mir fern. Handeln Sie nicht unüberlegt. Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc. Was ist da draußen? Was hat ihm das angetan? Tro. Sie heißen Trodon Pectinodon.
Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was, Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. So, was nehmen wir denn jetzt? Billy, ich verstehe das. Sie sind wütend. Aber wir brauchen Laura. Sie ist die Einzige, die genug über die Gefahren weiß. Und was bringt es uns, wenn sie diese Informationen für sich behält? Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen, hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Schnauze. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen. Aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Nichts. Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. So, zur Rechenschaft ziehen. Das ist nicht der Punkt, Billy. Sie ist nicht verantwortlich. Hammond und Ingen sind es. Und dafür müssen wir jetzt alle büßen. Aber Billy, lassen Sie sie los. Wir brauchen jeden, der irgendwie helfen kann. alles, was sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie doch. Spucken Sie es aus. Nein, es war nicht... Sagen Sie es! Es war... meine Schuld. Na also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um Decaf. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy 1 Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Okay, Ausweg. wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Okay, einverstanden. Schauen wir uns mal um. Da haben wir eine Schaufel, die können wir doch bestimmt brauchen. Huele a excremento. Gut, bei jedem Click-and-Point-Game hätte man es bestimmt braucht. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Dann haben wir da ein Tier. Wie schaut es denn draußen aus? Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Da war der mir nicht so sicher. Wollen wir da rausschauen? Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Genau, das sind bestimmt die Viecher mit den weißen Augen. Also die im Finstern immer leuchten. So, was hat denn der Harding? Ein Satz Leuchtfackeln. Die könnten nützlich sein. Leuchtfackel können wir brauchen. Da wird zugesperrt sein. Zugeschlossen. Wie immer heute. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist ja überall Blut. Au, heiß. Okay, dann hätten wir es mit dem A.
Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Die Cave schaut ziemlich übel aus. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Wir wollten ja bloß noch fragen. So, was haben wir denn da? Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Und was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Okay. Und jetzt? Ach, wir können noch ein bisschen was über den Troodon oder Troodon erfahren. Niemand. Wie viel wissen Sie noch über das Tier, das Sie gebissen hat? Ich habe es nicht gesehen. Es war so schnell wieder weg. Und es war dunkel. Nachdem es mich gebissen hat, fühlte ich mich ganz wirr, als ob ich unter Drogen gesetzt worden wäre. Da waren viele von ihnen. Sie hatten leuchtende Augen. Leuchtende Augen? Ja, so wie Ojos de Lobo. Diese Troodon. Was können Sie mir noch über sie sagen? Nun, sie sind nachtaktiv. Sie sind so schlau wie Raptoren, aber sie jagen anders. Ein einzelner Biss, um dem Opfer das Gift zu injizieren, dann ziehen sie sich zurück. Stellen ihrer Beute nach. Ihre gezackten Zähne speichern den Speichel. Der Speichel enthält ein Toxin. Niemals Bisswunde. War das ein Troodon? Ja, definitiv. Gut, die Viecher heißen Troodon. Jess, bleib von den Lüftungsschächten weg. Kein Davonschleichen mehr, ja? Ich gehe nirgendwo hin, Dad. Gut, das hätten wir auch geklärt. Wir sollten wohl besser los. Sind Sie sicher? Ja, wie gehen wir, oder? Ja, wenn Sie soweit sind, Billy. Billy? Haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob Sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Troodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Oh, Geld überwickert. Dad! Sie kommen durch die Lüftung. Sind das die Raptoren oder die Troodon? Oh. Da waren wir wieder mal jetzt langsam. Oh, da ist er, ne?
Können wir die da Komm an der durch? Tür vorbei. Oh, da ist noch ein Lüftungsschacht. Öffnen Sie das Gitter! Ich bin dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann kriegen Sie dieses irgendwas! Was? Lüftungsklasse, sie ist schwer und stabil. So, die Flaschen. Oh, da haben wir daneben gehauen. Nochmal. Aber jetzt hat. Ja! Ich bin hier ein bisschen beschäftigt. Die Leuchtfackeln. Was ist mit denen? Nehmen Sie mir eine. Achtung! Oh, Noch eine her. haben wir wieder daneben geworfen. Nochmal. Achtung! Jetzt hat. So, er hat das immer noch nicht gehoffert. Jetzt hat. Geschafft. Los geht's. So, jetzt alle aussehen. So, jetzt ist er wickert. Aber es glaube ich kommt noch, ne? Oh, und sie kämmern. Sie sind uns auf die Fersen. Oh nein. Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Ja, wo ist Norden? Und Hier ist ist Laft. Heizungsanlage. Da ist die Meeresausstellung. Immer noch hinter uns her. Folgt der roten Leitung. Der roten Leitung. Bewegung bleiben! Nicht umdrehen! Das hält uns auf! Wo ist die rote Leitung? Eine Prüfbox. Wir müssen der roten Leitung folgen. Nach links. Ihr könnt nicht anhalten! Die Leitungen sind weg. Nicht anhalten! Moment, das sind Wasserrohre. Los, geht nach! Gibt es da irgendein Tor zum Wonach, Zumacher? Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen.
Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Das klingt wieder nach einem Vielleicht kann Rätsel. ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus.